liebe Geschwister, ich befinde mich im Bereich, wo 4 Container stehen. Das heißt, die Organisation hat hier 600 Quadratmeter Grund genommen und hat hier 4 Container gestellt. Das Problem ist hier nur, diese 4 Familien haben kein Wasser. Ich stehe jetzt da und es ist sehr heiß. Es war im Sommer sehr heiß und ich sehe mir die Kinder an und es ist irgendwie unmöglich, ohne Wasser hier zu überleben. Das heißt, die Familien hier leben nicht, sondern sie überleben irgendwie ohne Wasser, und das wäre auch eine super Hilfe und super Projekt, dass wir einfach diese 4 Container mit Wasser versorgen können. Und von diesen 4 Container, das heißt 3 sind von der Organisation und das hier ist von uns, also Every Nation. So, liebe Geschwister, die Familie Sarkisian, Sarkisian besteht aus 5 Personen, die genauso Container bekommen haben, und die Familie hat keine Arbeit. Arthur Sarkisian wurde verletzt im Krieg und er kann nicht arbeiten zurzeit. Die Situation ist nicht leicht. Bin auch sehr überfordert mit meinen Emotionen, aber ich sehe, dass die Familie zumindest Dach über den Kopf hat. Das beruhigt mich, und danke euch, danke jeden Einzelnen, der da wirklich, egal wer wie viel gegeben hat, jeder hat einfach geholfen und wir haben dieses Zuhause für die Familie ermöglicht. So, die Familie Sarkisian wohnt hier in dem Container. Das hier ist die Wohnzimmer. Haben sich sowas gebastelt, denn es ist sehr heiß hier. Kühlschrank. Die Familie wohnt schon hier. Der Container hat Strom und Wasser, wie gesagt, haben sie noch nicht, und ich bin dafür, dass es wäre gut, dass wir eine Lösung dafür finden, dass diese 4 Container Wasser bekommen. Der Staat hilft nicht wirklich, weil zurzeit ist das Land Armenien selber überfordert mit dem Krieg und mit, ja, eigentlich im Krieg, und davor war Corona, aber Corona ist nicht das größte Problem, sondern eher zurzeit Krieg. 230 Familien, die wirklich in Not sind, die keine Miete zahlen können und wirklich so an der Grenze sind, und haben sich bei der Organisation gemeldet und stehen auf der Liste, also 230 Familien zurzeit. Und diese Familien, die wirklich dann am Ende sind mit Kraft und mit Finanzen, sie sind wirklich am nichts. Es wird natürlich diese Familien zuerst geholfen. Also insgesamt hat die Organisation bis jetzt 20 Container gekauft und den Familien geschenkt. Als die Familie sich gemeldet hat bei der Organisation, waren sie wirklich draußen und haben alle in einem Auto geschlafen. Und es wird auch geschaut, dass Menschen Arbeit bekommen und irgendwie etwas bewirtschaften. Ja, es werden solche Projekte jetzt überlegt, dass mehrere Familien gemeinsam in so wirtschaftlichen Links kommen. Sie möchte noch einmal Danke sagen all denen, die geholfen haben, und unsere Every Nation Gemeinde. Ja, also sie bedankt sich noch einmal, dass diese Familie, diese Kinder jetzt Platz haben. Schnorragalitzion. Danke vielmals.